Als ich hier mit meinem gewesenen Lehrer, Ewald Remmer, hier in Philadelphia, danke Herr Remmer, dort wir können das Programm machen. Ich möchte ein bisschen eine Frage von der Ansiedlungszeit. Kannst du die noch ein bisschen von denken, wo du als Kind, wo sie angesiedelt haben und wo sie gelebt haben früher? Ja, ziemlich gut. Als ich an 46 geboren, dat meint, dass unsere Kolonie dann 16 Jahre bestanden hat, dann sie ich nicht ganz am Anfang dabei gewesen. Und meine Eltern wohnten zu der Zeit in Darp Nähen. Das ist vandaag ein Darp, dat mir ja da wenn ja abgegeben ist. Ja. Aber dann zu der Zeit fuhren die mit Piet, mit Assetjan, ich das all nicht. Aber Hatten die eine Wirtschaft? Ja, die hatten eine Wirtschaft da. Und die Sache war, dass das ein kleiner Kampf war mit viel Wirtschaften. Und dort wird dann alles top zu ein. Für uns als Tschechien so wieder wird das sehr schön. Wir schwimmen taub immer da, dass wir nicht sehr weit zu gehen und wir treffen uns schwimmen. Das wäre ein interessantes Tagsleben, würde ich sagen. Auch dort zur Schule gegangen? Na, ich war da 6 Jahre alt in dem Dorf. So dass wir da noch nicht bei der Schule. Ich kann mich aber sehr gut erinnern, meine Großeltern waren da und da irgendwie zu Gebetsstunden, da irgendwie zu Church. Und das Arbeitsleben wird ziemlich intensiv, weil es da wäre viel Wirtschaft, aber sehr wenig Land. Und das war der Grund, warum mein Vater Quatsch trug. Einer von ihnen, da sagte er nicht Zukunft, mit dem wäre der Adjureus-Patron gewesen, das wäre zu der Zeit eine Angst für die Menschen, dass er voll wurde. Und das Spur soll ja seine Worte sein. Und mein Vater dachte, will das nicht darauf ankommen lassen. Dann trug er, wenn es 30, 40 Kilometer wieder in einem Süden und da hauen an. Ah, okay. Und da sehe ich dann sehr gut hingekommen im Dorf. Da war ein großer Dorf, viele Menschen, viele Tschecher, viel Jugend. Und da habe ich auch meine 6 Jahre Volksschule dann gemacht. Sehr schöne Zeit in der Volksschule. Ich hatte einen sehr guten Lehrer. Und Schule ging mir sehr schön. Und da warst du quasi dann auch Teenager? Ja, das auch. Ich schloss da die 6. Klasse die Volksschule auf. Und dann ging ich noch das Sekundarjahr wieder. Das musst du nach Philadelphia? Dann, zu Weihnachten kriege ich einen Vorrat, weil es mein Vater mich nicht führen will. Dann soll ich selbst nach Philadelphia fahren. Das ich dann auch. Und ging dann die 4 Jahre Sekundarjahr, ist das dann wieder 4 Jahre, nicht 6 ist vandaag. Aber um weten een hand fahren oder hand en treed fahren? Ja, wann wir dürfen zu der Zeit mal alle zweite Weg nach Haus. Das wäre ein bisschen wenig für uns, aber das wann das dann so weit wäre, dann vor wie nach Haus willst. Wären noch mal ja Kumpels? Ja, da wäre mit anderen Dorpen auch von uns, aber 25 Kilometer auf, das wären ein fahren zu der Zeit. Ja, das aber es wäre interessant. Und, ich habe auch die Sekundaria habe ich dann auch sehr genossen. Da wäre ein Erlebnis in der Zeit, als ich 6. Klasse war. Meine Mutter, die starb an der Zeit. Okay. Die war dann noch mal 38. Ja, und das schneidet in meinem Leben ziemlich an. Aber das Leben ging wieder. Mein Vater befreit sich, war da noch 2 Jahre. Wir hatten war da eine Mutter. Und ich ging erst die Sekundaria und dann dachte ich, dann komme ich terug auf Wirtschaft nach. Noch einmal zu der anderen Mutter. Gab es dann auch frisch Geschwister? Nee, nicht mehr. Okay. Nee, ich war der Zweite in der Reihe. Ich hatte die ältere Schwester und hinter mir waren noch 2 Schwestern. Vandaag is het zo dat mijn oudste zuster al voor jaren gestorven is. En wie andere 3 leven nog. Aber die verstonden je koud? Ja, en de familie besonders. Ja. En met de tweede moeder, dat weer een aanleven. Ja. Wil dat weer een ander kapitel wat dan aanvangen, maar dat heeft zeer goed gegaan. Die moeder is 96 jaar oud geworden, die is nu nog maar ganz online gestorven. Ah ja. So, Einmal hier auf der Torfaste, dann hielt man einmal sei und dann kam ich in die Zentralschule.
Dann geht es einmal so bei euch auf mit dem Glaubensleben. Wo wird das an? Nicht so auffallend, würde ich nicht sagen. Ich war um die Zeit sätend. Ich habe in der Sonntagsschule sehr abgepasst immer. Und auch in der Schule habe ich immer sehr gehorcht von der Bibel und mir wird das klar, dass es für mich wird. Und ich sie gefragt. Ich will mit Gott klarkommen, aber mit dir das, was das so weit war. Aber als ich in zweite Klasse Sekundaria war, dann habe ich mich bekehrt. Hier war ein Evangelist von Kanada. Und ich glaube, das war der Tiefste von mir recht ist, der hier einmal evangelisieren. Und dann fang ich an und von dann an sehe ich, mit Beten ab und rauf, sehe ich im Glauben geblieben. En had je dan ook een dorp in je gemeente, of dat we dat in Philadelphia bloß de gemeente en dat we dorpsaandacht? Na, dat wäre je nog tijden wo de dorpsgemeinschaft endlich im Bett als eine Gemeinde funktioniert. Weil da wäre die Gebetsstunde, da wäre die Andacht am Sonntag und da wäre Festlichkeiten, Weihnachten, Ostern und 25. November, was wir so vierde. Und das mag das Dorpsleben scheinen. Mir ging das sehr schein, mir ging das bei der Jugend scheinen, mir ging das an der Schule schein. So haben vielleicht andere Menschen, die das Leben schlecht gegangen haben, mir viele Schein gegangen. Ja, dat moet man niet dan al laten. Dat is een Gnade Gottes. Want dat zo alles schijn gegangen heeft. En Schule besonders, dat wir für mich die Möglichkeit, dass die Lehrer schloten mir die Welt op, dass ich mehr sein kann. Ich komme ja bloß von der Wirtschaft ab einem kleinen Burschhof, wo wir von Pied und Tje und Honjenkarte so was wissen. Und das wird mir immer interessant an. Ich sehe mir so, davon will ich immer noch mehr weiter. Hast du da vielleicht dann al een beetje dat tentje gekregen, dat je wel leraar worden? Nee, gar nicht. Ja. Wenn eine Schule der Lehrer, das wäre ja immer so ein bisschen Mode, was will je worden, dann wird das abfallend, dass ich die Hand habe, einer von den wenigen, die da sehen, die will Bauer werden. Weil das ging mich schein auf dem Land und mit dem Vieh, die anderen, die wollen was anderes, die hadden sich was anderes gedacht. Und meist angedreht kommt es nachher an, bei vielen. Ah. Kriegst du in der Zeit auch irgendwann den Wunsch, eine Gemeinde die anzuschließen? Ich habe mich mit 15 Jahren dann auch alt verlassen. Ah, auch dann meist bald, nur eine Beziehung. Ja, das war ein sehr großer Taufest dann. Und da war ich auch dabei. Und von dann an wandte ich mich in die Gemeinde langsam nennen. Die war dann in Philadelphia? Ja, das war die Sache. In Philadelphia war ich ein bisschen fremd. Wir kommen weit aus dem Dorf. In Philadelphia war für uns eine andere Welt. Und hier kommen wir in eine fremde Welt nennen, wenn ich in die große Versammlung nennen komme, wo ich so viele Menschen nicht kenne, fühle ich mich sehr fremd. Aber ich habe mich da gut angewandt. Und das ging dann auch all, als ich noch in der Sekundaria war, dann lade die mich in eine Sonntagsschule mitzuarbeiten. Dort habe ich einen Kurzstutz getan, das war ein bisschen interessant, da konnte ich mich üben, auf das, was für mich war. Weil als ich mich bekehrt habe, dann fühlte ich mich so sehr glücklich und bevorzugt von allen, dass ich mir sehe, viele ist das nicht so wichtig und die sind da nicht klar, aber ich habe das Leben in Christus gefunden, ich habe die Wahrheit gefunden und ich will im Leben von Menschen arbeiten. Wo, das wusste ich nicht, aber ich will. Und das schien so, dass ich vielleicht der nächste Jugendleiter wurde. Aber ich überlege mir, so, das wird noch nicht alles sein im Leben. Ich muss noch mehr studieren. Ich muss mich mehr vorbereiten. Ich komme mal da an eine Gemeindearbeit nennen. Und mir fehlt so viel. Ich habe so viele Fragen über die Bibel und ich brauche mehr Unrecht und so wieder. Wenn ich das mal so nach und nach mich aneignen soll, das wird mir zu lang dauern. Und ich hatte die Zeit allen Verhältnis mit meinen Freunden, was meine Freunde her waren. Und dann sagte der, was sagst du dort? Ich gehe im Ausland studieren. Ja.
Aha. Zei ze, is oké. Is oké. Wil zij wil leren intussen. En ook en blijf hier dan. En ik ging naar Uruguay in een bibelseminar. Aan het uitland? Dat was in 68. En daar waren andere koppels bij mij ook, die proefden door een bibelschool. Einer bleef 1 jaar, de ene 2 jaar. Mij werd dat het eerste jaar klaar, de 4 jaar waar ik daar gekomen. En dan kwam we terug, na 2 jaar zei ik daar weer bevrijd we ons en weer de laatste 2 jaar nog taub daar. Dan kwamen we terug en presenteerden ons de gemeente en zeiden, is hier wat voor ons? Nou ja, dan zegt mijn schwager, wacht mal een beetje, is wat am draaien. En die waren die arbeid als algemene jugendwaard aanbieden. En dan nam ik de algemene jugendarbeid aan, dat we dan het eerste mal een voltijdige arbeid. Dat mijn jongschararbeid, dat mijn bibelstunde met jugendlichen, dat mijn de vrijzetten, dat mijn Flordel Chaco, dat krijgt aangevangen had, wordt opgebuurd. En allerhand zijn de zaken die je hier dat houdt. En dat heb ik dan 3,5 jaar gedaan. En dan zei ik me zo, we hadden nog maar 1 dochtertje, dat was nog niet zo'n grote familie. Ik wil nog eenmaal in de Amerikaanse wereld naar zitten. Ik wil im Englischen wiederkomen, Spanisch, dat had ik intussen in Uruguay gekregen. Englisch had ik bij aan ook al immer zo dat ik een eindje ben weer, maar ik wil dat laten leren, maar vooral dingen en theologie wieder. En da gab sich die Möglichkeit, dat we 1 jaar in de USA studeren kunnen. Oké. En dat we door een bibelseminar. Het was een zeer interessant jaar, zeer veel ervaringen. Het was alles een beetje fresh. Ik had moest langer blijven om bij Tala nog niet te komen, maar dat stipendium weer voor 1 jaar. Dan mochten we maar nog een praxis in Canada voor 6 weken en reisden weit wo in de USA en Canada rum. Een interessante tijd voor ons. Maar dan waren we jonge mensen sehr mutig. Vandaag wil ik dat niet meer ervaren. Je ziet niet meer goed genoeg am Schaas. Ja. En irgendwann kwam dan de aanvraag naar je Mendeleta worden? De eerste maal kwamen we dan terug en dan kwam de aanvraag aan de secundaria te arbeiden. Oh, aan de school? Ja, dan heb ik 5 jaar aan de secundaria gearbeid. En dan, en bij aan weer had je wel jugendleiter allemaal nog aan de gemeente. Dat weer die tijd als hij mijn leraar weer. Ja, zo wordt het zijn, zo wordt het zijn, ja. En dan weer ons gemeenteleiter die langzaam älter wordt, dem zien, intussen weer dat je als prediker ordineerd worden. Oké. En dan weer ik intussen ook de hulp van de gemeenteleiter. Dat dacht dat je richtig touw en had niet gedacht dat dat met eenmaal dan ook wat voor mij mijn gemeenteleiter, maar dat. Dat is de einstieg. De situatie weer door en een bereidschap met arbeid had ik sowieso. Dat we wel maar zeggen, wanneer we van de beroeping reden, had ik een beroeping om Reich Gottes met te arbeiden. Wou dat wordt met de gemeente en met de beroep van God afgekleerd worden moeten. Dat kleert zich dan af en dat ik als gemeenteleiter gewählt wordt. Ik zei dan am Anfang nur 3 Jahre ist das Amt zu haben, viel mir sehr nie daran. Aber. Dat waren dan hoeveel? Waren doch 12 Jahre. 12 jaar? Ja. En dan reed het op het touw en dan moesten ze dat mir so, we moesten, entweder moest ik een wieder Studium haben oder een Erfahrungsaustausch irgendwo. En die weer dan Asunción, dan zijn we 6 jaar in Asunción en de Concordia-gemeente geweest. Oké, ook nog als pastor daar, als gemeenteleiter? Ja. Nur die 12 jaar? Ja. Oh, 18 dan? Dat we aan deze, aan 95, dan blijven we bij 2000. 2 mal 3 terminen daar. En dan komen we weer terug. So, dan heb je ganz veel ervaring met gemeentemensen, gemeenteleden. Ja. Waar die tikken en waar die zich verhouden en waar man den gewinnen kan, wie dat te motiveren kan. Ja, en als we dan terugkomen hier aan 2000,
Ja, wat over dan? Dan bewarf ik me aan de secundarie en heb dan 2 jaar door nog mal onderricht. En daarmee sluit mijn onderrichtstijd af. Okay. Ik had mal im leven gedacht, dat wordt mijn hoofdarbeid zijn, leraar zijn. En vielleicht besonders Sprachunterricht, Deutsch und Spanisch interessiert mich. Aber damit werd ich eine Gemeindearbeit hier gewählt und bleef dann wat im Ruhestand, zie ich da mal als Leiter, mal als Vizeleiter und dann zuletzt noch halbtätig im Vorstand. Sie sind nu al über 70? 76, ja. Zum Schluss haben wir noch vielleicht an unsere Menschen was zu sagen, Gemeindeglieder, mit extra was zu sagen. Sie haben sehr viel studiert und auch im Ausland viel verrichtet. Das ist die erste Sitz, das Offene, was würde ich noch gerne sagen? Wo ich älter war, gleich als andere Menschen, tät ich trägt auf das, was gewesen ist. In einem Wort dann mit einmal viel klarer als vorher, wenn man noch was will, dann hat man dort sollt eher wollen. Nicht mehr viel nü. Weil die Kräfte gehen rauf, Krankheiten hier und da finden sich, die Möglichkeiten sind nicht mehr da, man kann noch investieren. So als Jan im Vortrag mal sieht, wenn früh, wenn wir nicht mehr so können wie früher, fragen wir uns, was können wir noch? Was ist uns geblieben? Ja. Damit lebe ich dann so. Aber manches, was ich mir überlege, dort hat man noch sollten, dort ist vorbei. Deswegen würde ich an junge Menschen sagen, wenn je denken, was sie noch wichtige Pläne haben, was endlich sehr wichtig sind, und dort ist besonders schon Mitarbeit und mit Mitmenschen und helfen und beitragen zum Positiven und so weiter. Dort wird nachher mit einmal erschreckend nicht mehr klappen. Not mich dann besser daran erinnern, was ich mal las, dass einer sagt, weil wir doch nicht unsere gute, gesunde Jahre für uns nutzen und dann das schwache Ella, das weil wir dann auch für Gott widmen. Ja. Weil wir beides dem geben. Das gute Jahre auch die. Ja, weil wir dort mitnehmen, das wäre ein gutes Wort zuletzt. Ja. Dankeschön, ja. Lehrer Ewald Remmer, mein Lehrer, für diese Zeit, die ihr haben.